Motorsport. Und ich glaube, da fangen wir bei der Königsdisziplin an, Formel 1. Und da habe ich kuriose News entdeckt. Und zwar, der Alonso ist ja in Bahrain ausgefallen. Yep. Und der Grund, wieso er ausgefallen ist, der war witzig gewesen. Wegen der Sandwich-Verpackung. Ja, genau. Eine Sandwich-Verpackung hat dem Alonso sein Rennen gekostet. Alright. Ich stelle einfach, wie das abgelaufen ist. Dann haben sie das Auto in die Box geholt und dann haben sie angefangen anzuschauen, was ist. Und dann haben sie irgendwie eine Sandwich-Verpackung gefunden. Ich meine, was geht denn da durch den Kopf? Aber das ist einfach extrem viel davon. Schon. Also ich meine, Imola ist jetzt gerade erst letztes Genau. Wochenende gewesen, und letzte Saison ist ja Imola dann als Ersatz gekommen, wegen Richtig, dem ja. anderen Formel-1-Kalender. Dort hat das gleiche Problem der Valtteri Bottas ja gehabt. Dass er, Okay. der Vettel hat in der ersten Runde, damals mal noch mit Ferrari, ja sich die Frontflügel-Endplatten abgefahren. Mhm. Und die hat sich ja beim Bottas nachher auch in der Bremslüftungsschacht irgendwo ist sie drin gewesen. Okay. Und durch das hat er auch nicht mehr bremsen. Also es ist extrem oft, dass sich irgendwas Zeugs verfangt, irgendwo in der Bremsbelüftung innen oder irgendwo einfach in der Luftzufuhr vom Motor und so. Und Mercedes hat dann nachher auch, die haben einen WhatsApp-Chat, wo du dich kannst anmelden kannst, wo sie dich nachher rein tun, wo ja alle Neuigkeiten kommen während dem Rennen, die sie rein tun. Okay. Und dann haben sie nachher auch ein Foto rein tun. Das war so stylig, wo sich eben eine ganze Endplatte, die sich verfangen hat, und das ist ja nicht selten, dass sich Ja. irgendetwas verfangt. Ja, das schon. Und je schlimmer, also je neuer das Auto wäre, desto schlimmer sind sie immer mehr davon betroffen. Mhm. Weil du hast immer einen grösseren Abtrieb, den du machen willst, weil du halt immer reglementierter wirst mit den anbaubaren Flaps und so. Und durch das ist halt die Gefahr, dass du irgendetwas aufsammelst und dann geht kritisch wird immer grösser. Ja, also, wie gesagt, es ist einfach so, die hat einfach klar gesagt, ja, es ist ein Sandwich. Ja. Weil, ja, das mit den Teilen, das kann ich eben, ich schaue gerne Tourenwagen. Ja. Und gerade auch letzte, es sind alte Rennen gewesen, da hat einer irgendwie seinen Splitter abgefahren. Das war so ein Stück gewesen. Ja. Und dem hinten dran hat es gerade den Ladeluftkühler aufgeschlitzt. Mhm. Knallhart voll in Ja. die Front hin. Oder so. Dem sein Wochenende war hinüber gewesen. Das ist schon übel. Das ist schon krass, ja. Vor allem, wir reden halt einfach ganz andere Geschwindigkeit. Also Ja. das Ding prallt dann auch mit einer ganz anderen Kraft. Ich meine, das siehst ja nur schon So, GT3-Autos irgendwo auf einem Strassencircuit, wenn die hohen Dollardeckel nicht abgeschraubt sind. Weil Ja. sie einen vergessen haben, zack, und das Ding ist in der Luft oben. Ja. Weil sie einfach so einen Sog haben, dass der aufziehen, wo dann auch das ganze Auto hat sie gar keinen Unterboden ist komplett auseinandergenommen von nur einem kleinen Dollardeckel. Ja. Mhm. Ja, das sind ganz andere Kräfte. Andere Geschwindigkeiten, andere Ja. Kräfte. Krass. Sonst bei der Formel 1 Imola, du hast sicher das Rennen geschaut. Ja. Ich habe dort angefangen. Was ist so dein Fazit, dein Verdikt? So? Ja, keine Ahnung. Es ist halt, das ist jetzt ein böser Ausdruck, aber ich nehme das Gleiche. Lewis Hamilton baut einen Fehler und hat nachher Glück, dass er es irgendwie wieder trotzdem ausholt. Klar, er ist ein Spitzenfahrer, das kann man so sagen. Viele Leute haben ihn nicht gern. Mhm. Das ist auch logisch. Ich meine, wenn immer der gleich gewinnt seit x Jahren, ist logisch, dass irgendein ist, ja, muss sagen, ja, es wäre schon schön, wenn man einen anderen gewinnt. Mhm. Das ist sicher ein grosses Thema gewesen. Gerade er hat sich ja recht unbeliebt gemacht im ersten Rennen von Bahrain, wo ja, klar, er hat die Regeln so genutzt, wie es gesagt ist. Im Rennen ist kein Track Limits, also ist er dort immer rausgefahren, hat einen guten Vorteil bekommen. Ja. Und gleichzeitig hat ihn ja der Verstappen dann dort überholt, genau gleich weit gefahren wie er. Er hat müssen den Lewis Hamilton zurück überholen lassen. Genau. Dort hat er sich sicher schon unbeliebt gemacht. Und jetzt die Aktion, wo er rausgerutscht ist in die Wand rein, Frontflügel abgefahren hat und dann nachher sein Teammate den Unfall gebaut hat, der für wesentlich mehr Diskussionen geführt hat, hat dann nachher erst das Glück gehabt, dass er sich wieder zurück überrunden und dann trotzdem noch für den zweiten Platz geschafft hat. Das ist sicher wieder etwas gewesen, wo sich natürlich gerade viele Zuschauer gerne darüber aufregen, weil es ist der Lewis Hamilton, es ist wesentlich, ja, supportet und nicht wirklich, also klar, er hat ein grosses Supporterfeld, aber es gibt auch viele, die ihn nicht wirklich gerne haben. Ja, das Das war sicher ein Thema gewesen. Dann ein weiteres war sicher Williams, wo eigentlich gesagt hat, wir bauen das Auto spezifisch für gewisse Strecken auf. Wir gesagt haben, wir sind uns bewusst, dass wir auf vielen Strecken nichts werden zu reden haben. Mhm. Und gerade zum Beispiel Imola, letztes Jahr Russell unglücklich auf P10 liegt und dann Safety Car ausgeschieden letztes Jahr, hat er dort gezeigt, dass Williams auf Imola sehr stark ist. Hat man auch da wieder gesehen, Q2, beide Fahrzeuge, P12 Latifi, P15 der Russell. Und dann, ja, Latifi hat sich durch einen Eigenfahrfehler
richtig umgeschaut, als er wieder zurück auf die Strecke gekommen ist. Dann Ist Mazepin. dann vom Mazepin in die Wand. Also Mazepin hat ausnahmsweise mal keine Schuld gehabt. Und ist nicht die Wand. George Russell, eben der Unfall mit dem Bottas, wo ja, also ich bin klar der Meinung, es ist ein Rennunfall von beiden Seiten. Ja, da sieht das jeder ein bisschen anders, ja, logisch. Ich meine, jeder supportet den einen Fahrer mehr als andere und so. Aber dort Williams hat natürlich stark ihre doppelte Punktchance, die sie haben, vergeben. Und ja, was ist sonst noch? Max Verstappen hat das Rennen gewonnen. Ist Also wegen dem Unfall von Bottas und dem Russell. Also die Kommentatoren sind sich, glaube ich, sowohl im Englischen und im Deutschen recht einig, dass eigentlich der Bottas hätte schauen müssen. Ja, logisch. Ja, Also, klar. Andererseits musst du sagen, ja, vom Russell ist es ein waghalsiges Manöver gewesen. Aber es ist die Dry-Linie gewesen, wo der Bottas drauf geblieben ist. Klar, er hätte weiter links überziehen. Andererseits, ja, eben als Russell in dieser Ausgangslage, wo du bist, zum sagen, ja, attackiere ich jetzt da. Ich meine, er ist klar schneller gewesen, er hätte vorbei mögen, aber es müssen immer beide Fahrer mitspielen. In dem Fall hat hast du gemerkt, dass der Bottas nicht wirklich, klar, ich meine, wenn du einen Williams hinter dir im Rückspiegel hast, wo du immer näher kommst, bist du wahrscheinlich echt frustriert in einem Mercedes als Fahrzeug, wo du eigentlich Position 1 und 2 und so unterwegs bist. Ja, eben, man kann den Fehler auf beiden Seiten suchen. Ja, also gut, in so Fall tun sie immer den Senna zitieren, oder? Wenn er sagt, if you don't go for a gap, you are no longer a racing driver. Oder? Ja, logisch, ja, klar. Ich meine, wenn du siehst, in Williams, du hast die Chance, irgendeine Position gut zu machen. Du nimmst jede Chance, die du hast. Und das Gap wäre rum gewesen. Und eben, es gibt immer wieder Rennunfälle, die passieren können. Meiner Meinung nach, eben, Bottas hätte ein bisschen weiter links bleiben sollen. Weil du, meine klar, Kurve macht zu, also richtig Kurve zur Machtstrecke ein bisschen zu. Und du fahrst ja an links knickt. Das heisst, der Bottas hat sich raustreiben lassen, was ja auch durchaus erlaubt ist. Aber er hat natürlich dem Russell mehr Platz lassen. Schlussendlich, es ist genug Platz für beide Autos. Der Russell hätte nicht auf die Wiese. Aber das siehst halt du als Rennfahrer anders bei 300 und mehr km/h. Dann ist es logisch, dass du das anders siehst. Ja, definitiv. Ja, und der Verstappen ist immer noch nicht der Erste. Auch wenn er das Rennen gewonnen hat, hat der Lewis Hamilton die schnellste Rennrunde gehabt. Und durch das ist er jetzt mit einem Punkt vorne. Ja, aber man sieht deutlich, dass Mercedes dieses Jahr extrem viel mehr erfreut ist, wenn sie irgendwie Punkte holen. Wo man ja sieht, wo er also Pole Position rausgefahren hat, haben sie sich ja extrem viel mehr gefreut als letztes Jahr, wo es selbstverständlich war. P1-2, Mercedes gehört so. Wo man jetzt das Jahr muss sagen, doch, sie kämpfen deutlich mehr. Und Red Bull hat eigentlich das bessere Auto gekauft, Imola wie auch Bahrain. Und schlussendlich sind sie jetzt mit einem Punkt vorne, wo sie sagen, ja, es ist sicher spannend an der Tabellenspitze vorne. Und was das Mittelfeld dieses Jahr durch die Unterbodenreglementierung, die man jetzt noch eingeführt hat, dass das schmäler muss sein, wird geht vor allem Aston Martin und aber auch Alpine sind sehr betroffen davon. Durch das sind sie jetzt wieder deutlich zurückgekehrt in der Konstrukteurstabelle als letztes Jahr, wo sie extrem spannend war, um den 3. Platz. Im Vergleich zu McLaren, wo nicht so stark betroffen war, jetzt auch durch den Wechsel zu einem Mercedes-Motor, wo schmäler ist, wo sie mehr aerodynamische Möglichkeiten haben, sind jetzt natürlich klar gesagt, dass sie im Event das drittstärkste Team sein und bleiben. Und das haben sie bis jetzt problemlos erfüllt. Und Alfa Romeo auch, ist jetzt auf Imola eher enttäuschend gewesen. Aber man sieht, dass sie durch eigene Kraft wieder in Punkte fahren können, was man in den letzten 2-3 Saisons nicht können behaupten konnten. Aber sie haben klar gesagt, auf diese Saison haben wir die grössten Schritte gemacht. Und wir haben auf das Jahr hingeschafft. Und das sieht man jetzt auch deutlich. Dass sie wirklich eigentlich wieder weiter vorne dabei sein können. Und Haas ist am Tabellenende unterwegs. Das haben sie klar gesagt, dass diese Saison nicht gross irgendetwas wird passieren bei ihnen. Sie sind sich klar und deutlich am Vorbereiten auf 2022, auf die neuen Reglementierungen. Ja, über die Fahrer. Mick Schumacher hat sich gespinnt, was ja eigentlich nicht gross für Rede wert war. Im Vergleich zu dann, wenn sich der Mazepin wieder mal spinnt, wo dann natürlich grosse Medien kommen. Aber man sieht, das Auto ist nicht einfach zum Fahren. Es ist sehr schwer zu kontrollieren mit dem Heck, wo man ja bei beiden Fahrern gesehen im ersten Rennen, beide haben sich auch gespinnt. Also ja, der Mick Schumacher dann ein bisschen Abwesenheit, also ist ein bisschen untergegangen durch den Mazepin seinen Unfall. Das ist nicht so gross beachtet worden, dass er sich gedreht hat. Aber das ist spannend, was das Jahr jetzt passiert mit den Teams, gerade auf die Vorbereitung für nächstes Jahr. Ja, der Mazepin, das ist ein Thema, das wir vor 2 Podcasts angesprochen haben. Ich habe das Gefühl gehabt, oder ich glaube, da hast du mir zugestimmt. Ich glaube, am Mazepin, das größte Problem ist, dass er Russ ist.
habe ich das Gefühl. Nein, es ist nicht mal das. Also ich denke, viele haben ihn nicht gern. Also wegen seiner, also klar, das eine mit den Social Media, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal angesprochen haben. Genau. Das ist sicher ein grosses Problem, das er mit sich trägt, das nicht passieren sollte. Als Formel-1-Fahrer meine, ja... als Vorbild. Du bist ja, zum einen bist du ein Vorbild, zum anderen bist du ja nicht gerade unbekannt, wenn du in einer Formel 1 unterwegs bist. Was sicher nicht vorteilhaft war für ihn. Auch seine Manöver, die er gebracht hat in der Formel 3, in der Formel 2, ist sicher auch etwas, was ihm nicht unbedingt dazu geholfen hat, wirklich gut angesehen zu werden in der Formel 1. Andererseits finde ich jetzt böse gesagt cool, dass so jemand wie er auch wieder in der Formel 1 ist. Ich meine, es ist immer wieder gut für irgendetwas. So eben, gibt es mal wieder einen Unfall. Klar, hofft man natürlich das nicht als Fahrteam und so, aber er bringt sicher wieder Abwechslung drin. Und dieses Problem ist halt auch, wie der Stroll am Anfang damit zu kämpfen hatte, ist genau das Gleiche. Ich meine, dazu mal, wo Force India bankrott gegangen ist es ja aufgekauft worden und dort war ja dazu mal schon der Kampf zwischen dem Stroll, seinem Vater, dem Lawrence, und Nikita, seinem Vater. Und dazu mal hat der Lawrence Stroll ja gewonnen gehabt. Also hat das Team ja bekommen. Genau. Und durch das ist ja dort der Stroll in Kritik geraten. Wieso kommt jetzt von einem Formel 3-Team direkt in die Formel 1? Und eben Geld regiert die Welt ist halt in der Formel 1 leider so. Yep. Ich meine, wenn man anschaut, den Kimi Räikkönen ohne irgendwelche Jungförderprogramme, meine heutzutage, wenn du in die Formel 1 willst, fangst früher zum einen an mit Kartsport, dann Formel 3, Formel 2, musst du dort dieses richtige Team aussuchen, dass du dann irgendeine Möglichkeit hast, in eine Formel 1 aufzusteigen. Und eben, Nikita ist genau das Gleiche wie der Stroll auch. Er hat durch Geld einen Sitz bekommen, wo man bei ihm jetzt mittlerweile sagen muss, beim Stroll ist das absolut legitimiert. Er hat durch seinen Vater den Sitz, aber er liefert auch ab. Also man sieht ja, Pole in Istanbul Park hat er eine Pole Position geholt, die ja definitiv nicht unter einfachen Bedingungen stattgefunden hat, mit dem neu asphaltierten mit dem neuen und Asphalt dann über die geniale Idee, nach den Strassenautos darüber Zeit zu lassen, was ja eigentlich die Idee war, dass das Gummiabrieb auf der Strecke liegt. Nur problematisch ist, wenn neue Gummi auf der Strecke liegt, zusätzlich noch neuer Asphalt, der nicht aufgeraut ist, wo man irgendwie verkackt hat, dass man zu wenig Sand drin hat in Asphalt, also genug grau ist, und es dann noch schifft und man mit Strassenautos drüber geht, ist das halt wirklich einfach wie auf Eis gewesen. Und dort hast du halt wirklich gesehen, jetzt ist nicht nur das Auto entscheidend gewesen. Und es hat sehr gut am Alfa Romeo gesehen, Kimi Räikkönen, wie weit er führen gekommen ist. Meine Alpha ist plötzlich bei Nessie, wenn es nicht so extrem auf die Aerodynamik und auf die Leistung ankommt, sondern aufs Fahrerische können und wie gut sich das Auto handelt, ist Alfa Romeo dort auch wieder sehr weit vorne gewesen. Und dort hat man gesehen, was ein Stroll eigentlich fähig ist, in einem Auto, das definitiv dazu mal, klar, vorne dabei war, aber definitiv nie für eine Pole Position garantiert war, hat plötzlich einen Pole gehabt. Und umgekehrt auch der Hamilton hatte dann oder beide Mercedes hatten dann mega Mühe gehabt. Ja, logisch. Gut, Mercedes hat schon immer Mühe gehabt mit der Reifentemperatur. Was sie durch das System, das sie letztes Jahr hatten, dass man mit dem Ziel am Lenkrad die Achse gerade stellen, dass du eine größere Lauffläche hast auf der Geraden, was der Reifen natürlich mehr erhitzt hat, haben sie den Reifen aufwärmen, was aber bei Regen und schliffrigen Bedingungen nicht wirklich viel gebracht hat. Ja, darum hat man auch gesehen, Mercedes hat Mühe mit Reifen aufwärmen. Das Gleiche hat man gesehen, letztes Jahr Saisonauftakt in Spielberg, wo sie auch die Reifen einfach nicht auf Temperatur gebracht haben, wo ja Mercedes nicht wirklich viel hat können zeigen. Wo ja, jetzt auch das Jahr sich widerspiegelt. Sie haben Mühe mit den Reifen aufzuwärmen. Gut, Imola ist jetzt ein bisschen anders mit den gelben Reifen. Haben sie vorausgesagt, man muss 2 Runden gefahren sein, dass der Reifen irgendwie in einem optimalen Zustand Betriebsfenster ist, um etwas können machen damit. Ja, darum ist das Qualifying sehr spannend gewesen. Jawohl, wie siehst du, was ist das nächste Rennen, das dritte dann? Das nächste wird in Portimao sein. Portimao, okay. Ist wieder die Berg- und Talfahrtstrecke. Ja. Was ich auch gespannt bin, weil das Rennen letztes Jahr hat ja nicht gerade für nicht keine also man hat ja grosse Diskussionen nachher gehabt, was Safety Car anbelangt hat. Mit dem spät Ausstellen von der Lichter, mit zu lang warten bis zu einem Restart, wo man ja dann auch gefragt hat, was macht Sinn, ob dem Fahrer nicht mehr erlaubt ist, bis zur Ziellinie zu warten, weil du darfst ja als Zweitplatzierter den Ersten nicht überholen bevor der Ziellinie. Und durch das Safety Car so spät seine Lichter ausgeschaltet hat, wo der Bottas hinter dem Safety Car gefahren ist und sich gesagt hat, ja gut, wenn er so spät wieder die Lichter ausgeschaltet hat, wenn ich jetzt anfange zu beschleunigen, dann habe ich keine Chance, dem Verstappen und dem Hamilton irgendwie davor zu ziehen. Darum wartet er logischerweise bis zur Ziellinie, in der Hoffnung, dass alle wirklich aufgeleistet sind, dass er mit der Beschleunigung, wo sie im Vorteil waren, können wegziehen. Was dazu geführt hat, dass natürlich im hinteren Feld die Fahrer darauf spekuliert haben, jetzt wird Gas geben, ich gebe jetzt schon Gas, dass ich mit mehr Geschwindigkeit als mein Vordermann komme, was dann natürlich zu dem Unfall geführt hat. Darum bin ich gespannt, ob es jetzt was jetzt das Jahr verspricht, Portimao, eine extreme Berg- und Talfahrt, wo ja
auch letztes Jahr von der Fahrer gesagt, ist eine der schwierigeren Strecken, wo eben sehr viele blinde Kurven haben wir jetzt in der MotoGP gesehen, wie viele Fahrer, weil natürlich ein Spitzenfahrer, wie viel die Kontrolle über den TÜV verloren haben über die blinden Kurven. Ich kenne Portimao auch ein bisschen nur von der, also ich kenne es ein bisschen von der Tourenwagen. Ja. Und was Portimao Problem ist, ich glaube die Anlage ist super schön. Ich glaube zum Fahren ist glaube wirklich geil. Gut. Zum Zuschauen ist auch eine von der Strecken, wo halt viel langgezogene Kurven hast, viel konstante Radien, hohe Geschwindigkeiten. Schwierig zum Überholen. Ja, höchstens an der Ende von der Gegengerade. Genau. Und sonst ist es schwierig zum Überholen. Darum. Die Anlage ist super cool, dass sie dabei ist. Mal eine ganz neue Strecke. Ich finde es generell geil. Cool, aber das hast du ja gesehen, letztes Jahr, durch das, dass ja Formel 1 gesagt hat, ihr müsst uns nichts zahlen. Ich meine, normalerweise musst du als Rennstrecke etwas zahlen der Formel 1, dass du Austragungsort bist, weil du ziehst ja einen Profit raus. Genau. Haben sie ja letztes Jahr gesagt, gut, müssen wir nicht machen, dass wir irgendeinen Rennkalender voll bekommen. Und du hast ja gesehen, die Fahrer, Citroën, Grosjean, Saxon, geile Strecke. Hamilton hat gesagt, er wünscht sich wieder mehr Strecken mit alter Charakteristik, wo ja auch immer mehr das Problem ist mit Russland. Erste Kurve. Du hast einen riesen Auslauf, also nein, eigentlich sind es 2 Kurven, riesen Auslauffläche mit Asphalt, wo du als Fahrer problemlos einfach kannst drüber ausfahren, passiert ja nicht. Portimao ist so, fährst neben der Strecke, merkst du es selber. Ja. Und Portimao ist auch so ein Beispiel dafür, da hast du nicht viel Asphaltfläche neben der Strecke. Das heisst, als Fahrer überlegst du dir auch mehr, gehe ich das Risiko ein, einen Fahrer jetzt da zu attackieren, weil wenn es für mich scheiße läuft, lande ich im Kies, lande ich in der Wand. Ist fertig. Genau, das ist sicher ein Grund, wieso weniger Überholmanöver natürlich stattfindet. Ja, also so, zum Beispiel Paul Ricard ist auch so eine traurige Entwicklung. Also, das ist wirklich alles Asphalt und es ist einfach jeweils ein neues Ding in Asphalt. Es ist im Prinzip eine große Asphaltfläche, als einfach ein Track reinzeichnet. Es ist ja generell eine coole Strecke, sehr nice zum Fahren. Formel 1, ja, also kann man darüber argumentieren, ob es jetzt ein cooles Rennen ist oder nicht, aber ich finde, gerade mit den Tourenwagen ist es eine sehr geile Strecke, weil mit der Formel 1 kannst du viele Kurven. Die langgezogene Kurve nach der langen Geraden kannst du flat out nehmen bis zum Bremspunkt. Mit den Tourenwagen musst du dort mit dem Gas spielen. Das heisst, mit den Tourenwagen kannst du dort definitiv schöner fahren, als mit einer Formel 1, die flat out ist. Aber gerade Portimao ist auch so eine Strecke, wo mit dem Formel 1 Auto viel kannst wirklich flat out fahren, aber dort musst du auf der Linie bleiben, weil eben, sonst landest du im Kies, Vergleich Frankreich, kommst du ab der Strecke, du hast ja Auslauffläche nebendran, machst einen Shortcut, bremst ein bisschen ab und gut ist. Genau. Ja, das ist einmal, das eine ist die Sicherheit, oder? Ja, logisch. Und das andere ist dann auch, oder, ist das nicht ein bisschen wie mit den Fußballstadien? Und wenn die Fans einfach zu weit weghocken vom Spielfeld, oder? Und das ist jetzt etwa das, oder? Du machst ein bisschen sicher, ein bisschen viel Platz und alles und dafür. Ja gut, im Motorsport musst du ein Sicherheitsding haben, ist logisch. Ich meine, sieht man ja Beispiel Macau, Formel 3, Sophia Flörsch, die ja abgeflogen ist in den Medientower, wo man muss sagen, ja, sie haben etwas daraus gelernt, aber jetzt sind die Zuschauer viel näher dran gewesen. Du hast die Stimmung anders mitbekommen, als wenn ein Formel 1 Auto abfliegt und die Leute 30 Meter irgendwo hinter einer dreifachen Zaun und so hocken, dann ist die Stimmung nicht gleich. Ja. Macau generell, Hammerstrecke. Extrem viel geil. Cooler als Monaco, finde ich. Ja, logisch. Also du hast komplett eine andere Ausgangslage. Ich meine, Monaco ist eine Rennstrecke, wo du wirklich Rundenrennen fährst, wo du mit allen möglichen Autos kannst drauf fahren kannst. Im Vergleich zu Macau, wo definitiv keine Formel 1 könnte jemals drauf fahren. Zum einen hast du viel zu tiefe Geschwindigkeiten, um seriösen Abtrieb zu generieren. Und dann überhaupt nicht. Dann stell dir vor, du fährst das zweite hintereinander durch eine Kurve. Ohne Abtrieb für das zweite Fahrer, da kannst du vergessen, dass du irgendwie einem hinten rein machst. Aber Macau ist wirklich eine sehr coole Strecke. Also ich weiß nicht, ob du schon mal das Rennen gesehen hast in Macau. Ich schaue am Tourenwagen-WM Macau. Ist genial. Vor allem also mit einem lustigen Unfall von letztes Jahr, von 2 Jahren. Was ist wo ja dort in der einen blinden Kurve ja ein Audi in die Wand mit der ist GT3. und dann schlussendlich hat es ein kleines Auto. Also ja, du hast plötzlich Daniel Abt hat ein Video dazu gemacht und dort ist sein Teamkollege gefahren. Und er hat wirklich gesagt, dass sein Auto nicht mehr auf dem Boden gestanden. Also, du hast gesehen, es sind 3 Autos aufeinander oben gewesen. Ja, ich glaube, die Grasse war, wo glaub, nicht mehr auf der... Ja, genau. Er ist da irgendwo, du hast gesehen, unten dran liegen ein paar Autos, oben dran ein paar... Ja, es ist auch diskutiert worden, sollte man die Strecke noch drinnen lassen, aber ich finde es wirklich ein Hammerstrecke. Genau, da das kann man jetzt gerade jetzt sehen. Genau.
Do not want to make a mistake in this qualification race for this rolling start. Here we come. Genau. Erste Runde, es geht los. Weißt du, GT3-Fahrzeuge, wir reden da schon von seriösen Geschwindigkeiten. Ja, logisch. Eben, das ist so eine geniale Strecke. Genau, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Schon in der zweiten Hälfte von der Strecke gewesen. Genau. Und das ist noch das, genau. Das macht natürlich Macau aus. Die engen Kurven. Und jetzt. Oh nein! Das hat viel gekostet. Das passiert in Macau, und zwar regelmäßig. Wenn ich Tourwagen anschaue, dort meistens in der ersten Kurve. Wird ja recht eng, weißt du, jetzt dritte nebeneinander und dann zweite. Aber das hast du bei jeder Strecke, die enger wird. Das ist... Also ich verstehe jetzt die rote Flagge nicht ganz. Genau. Da kommt nicht einmal ein Ameisli mehr durch bei dem Genau, Move. da hat einer überreagiert mit der roten Flagge. Der war über gewesen. Ja, Nicht da schlecht. haben sie davon gesagt, die Gassi is not even on the ground. Genau. Genau. Ja, das ist... Aber es ist eine herrliche Strecke. Also ganz wenn es die Onboard-Perspektive zeigt, Es ist so wie es krass. dort durchfliegen. Weißt du, auch nur mit den Tourwagen, die ja nicht so schnell sind. Ja, es langt trotzdem. Ja, ich meine eben, mit 150, 180 durch Ich meine, darum, ich weiss nicht, kennst du, also ich kann die scheiß Strecke nie aussprechen. In Australien, die eine Strecke. Ah, ich weiss, wie du es meinst, ja. Ich weiss, wie du es meinst, aber der Name... Bathurst. Ja, genau, Bathurst. genau. Genau. Das finde ich ja, der eine Teil dort in den Bergen, aber das ist so genial. Ich finde das eine so geile Strecke im Simulator. Auch Blindfield, auch noch gegen den Schluss, ne? Simulator, die Strecke ist so geil, auch mit diesen abhängenden Kurven, wo es drauf geht. Ist wirklich, ich finde, es sollte mehr so Rennstrecken geben, aber es ist halt ungeeignet für die Formel 1. Aber ich finde, gerade so Nürburgring, ich finde die Rennen zum Teil viel spannender auf der Nordschleife als auf Formel 1 Auto, so hintereinander nachher Bölzer, die sich nicht überholen können. Ja, Nordschleife. Generell so bis letztes Jahr, 24-Stunden-Rennen oder 17-Stunden-Rennen, weil es ja einen Rennabbruch gab, wie so häufig. Ich habe alle 17 Stunden geschaut. Knallhart. Ja, ich gehöre dazu. Jedes Jahr 24 Stunden von Le Mans. Ich habe jetzt mittlerweile einen eigenen Fernseher im Zimmer. Okay. Ich bin wirklich, wenn diese 24 Stunden, ich schaue all die Trainings, klar, dort schaue ich Zusammenfassungen und so, aber 24 Stunden schaue ich wirklich durch. Ah, okay, da bist du ein bisschen mehr Hardcore als ich. Ja, aber wir haben jetzt auch mit den Kollegen haben wir das Ziel, das Jahr als 24-Stunden-Rennen zu gehen. Machen das. Okay, nice. Ein Kollege hat das ein paar Jahre gemacht und er hat einfach nur einen Lotus Elise gehabt, also wirklich das kleinste von den kleinen Autos, die du haben. Also nicht selber mitfahren? Nein, das nicht. Aber sie sind an der Strecke, sie haben campiert, sie sind dann auch alle Trainings, also am Donnerstag oder was schon dort war. Genau, ja. Nein, das haben wir eigentlich wirklich auch vor, das Jahr. Das soll wohl richtig geil sein. Aber was ich geil finde, und das finde ich, das haben wir overall sagen, ob Formel 1, ob GT3, ob GT4, Social Media spielt immer mehr eine Rolle. Generell Motorsport, du siehst Felix von der Laden, ja, sind wir jetzt wieder ein Beispiel, Sophia Flörsch, Lando Norris, die machen ja YouTube-Videos selber. Lando Norris ist ja eigentlich professioneller Streamer und eben ein bisschen Formel 1 fährt. Zwar gerade auf Platz 3 liegt in der Fahrerwertung momentan wieder. Aber ich finde, so holst du viel mehr junge Leute. Ich denke, gerade in der Formel 1, du hast so einen extremen Zuwachs an jungen Leuten momentan. Generell, overall Motorsport. Nicht nur Formel 1, ob MotoGP, ob DTM oder so. Da hast extrem viel mehr junge Leute, die wieder Motorsport begeistert sind. Und das finde ich ja, eben, TikTok, bestes Beispiel. Du findest mittlerweile fast alle Rennserien, aber auch alle Rennteams auf TikTok, auf Instagram. Weil einfach dort dann die Leute ihre Informationen herholen. Es ist nicht mehr so, ich nehme morgen mir die Zeitung irgendwo an einem Bahnhof und blätter die Seite durch. Viel mehr nehmen das Handy für auf Instagram, gehen Instagram-Posts oder einen Beitrag von Teams lesen und informiert sich so. Und die Leute, klar, als Team ist das eine geniale Möglichkeit. Du hast wenig Aufwand, bis zu fast keinen Aufwand, irgendeinen Instagram-Post zu machen. Du hast keine Kosten, die generell damit verbunden sind. Meine Fotos machst du generell für die Werbung oder für sonst irgendetwas. Also brauchst du auch das Foto jetzt auf Instagram aufladen. Wo natürlich als Team eine grandiose Möglichkeit ist, günstig Werbung zu machen für dich und auch Zuschauer zu begeistern. Und ich denke, durch das ist also generell der Motorsport jetzt wieder sehr im Zuwachs, was nicht nur der Motorsport mit Benzin, also ohne Elektro. Ich meine, es gibt ja mittlerweile extrem viele Elektrorennserien. Kann man jetzt sich darüber streiten, ob das genial ist oder nicht. Aber ich meine, zum Beispiel die Extreme E, ich weiß nicht, haben die etwas? Habe ich gesehen, ja. Ich habe nicht geschaut, aber ich habe davon gehört. Ja. Die haben ja ihre Rennserie komplett nur über TikTok aufgebaut. Die haben ja nie grosse Nachrichten gemacht. So, du hast extrem viele Leute, extrem viel Werbung haben die über TikTok gemacht, mit diesen Millionen von Zuschauern, die du eigentlich hast durch den genialen Algorithmus
haben die so eigentlich Werbung gemacht für ihre Rennserie, wo man jetzt muss sagen, ja, es hat gebracht, es haben extrem viele Leute zugeschaut, es schauen extrem viele Leute in TikToks, wenn du die Views-Zahlen anschaust, wo die haben 2-3 Millionen auf ein 15-sekündiges Video, bringt das zuerst mal hin mit einem normalen Beitrag in den Medien. Jawohl, ja. Jetzt, das ist noch ein guter Punkt, weil ich finde, es gibt eine Serie, die das nicht so gut macht. Die Formel E. Genau. Die haben jetzt Influencer, Vertrag mit Influencer und zwar nicht solche, die jetzt unbedingt mit dem Motorsport zu tun haben, sondern generell Influencer. Also die sind nicht über den Motorsport-Ansatz, sondern mehr über den Lifestyle-Ansatz. Genau. Also das ist super grün, es ist super hip. Genau das Gleiche. Und das ist für alle, was ist das für alle etwas, nicht nur für Motorsport-Fans. Ja. Gerade Formel E finde ich generell ein kritisches Thema. Also ich weiss ja nicht, ist es Zürich vor 2 oder 3 Jahren? 3 Jahre, glaube ich. Dort bin ich ja auch an der Strecke selber. Und ich habe einen Kollegen, der kommt aus Zürich und hat gemeint, also wegen Grün und so, die haben Wochen vorher komplette Verkehrsinsel abgebaut, sagen mit riesen Lastwagen neu asphaltieren kommen. Und ich muss sagen, ja, das wirklich als Grün zu verkaufen, so, ja, ist jetzt Ansichtssache. Also klar, ein geniales Konzept, den Motorsport in die Stadt reinbringen. Aber ich finde gerade mittlerweile mit den neuen Autos, es sieht zum Teil ein bisschen mehr nach so ein bisschen Mario Kart aus. Ja, die haben ja die neuen, seit 2 Saisons oder 3 sind ja die Boost-Pads, oder? Ja, genau. Wenn du drüber fahren musst, dann hast du mehr Boost. Oder? Geniale Idee. Findest du? Aber also es ist sicher ein cooler Aspekt. Also es ist die Idee, man geht offline, ab der Rennlinie drauf, um ein bisschen extra Power zu holen. Sicher eine coole Idee, aber ich finde, es ist zum Teil ein bisschen ungünstig eingesetzt. So. Also ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, wo es angefangen hat, die ersten 2-3 Saisons, ich glaube die ersten 3 Saisons habe ich wirklich gerne geschaut. Ja, mit alten Autos. Es ist wirklich Racing gewesen. Ja. Es ist nicht ganz wie gerade für den Tourenwagen gewesen, ja, aber es sind wirklich Rennen gefahren worden. Da ist wirklich das Gefühl gehabt, ey, da läuft was. Die versucht sich übereinander zu überholen, die fahren wirklich gegeneinander. Aber mittlerweile ist es extrem ins Taktische abgerutscht. Genau. Meine Fanboost ist auch so eine Idee, die in der Formel E aufgekommen ist, wo ich muss sagen, ja, es ist eigentlich eine coole Idee, dass du als Fan kannst einem Fahrer einen extra Boost verleihen, wo er kann irgendetwas überholen. Aber dort es hat nicht so viel ausgemacht, wie wenn du jetzt eben ab der Rennlinie gehst. Das ist sicher eine coole Idee und so, um ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber es ist mir schon fast zu taktisch. Ja, und das andere ist auch eben mit diesen Strecken. Finde ich zum Teil. Das ist das Problem. Eines der geilsten Rennen ist immer Berlin. Flughafengelände, wo die können ihre Strecke beliebig aufstellen. Ich meine, Stadt Zürich, ja, da ist eine Hauswand, also entweder links oder rechts vorbei. Ja. Was natürlich eben ein bisschen, irgendwie den Motorsport ein bisschen limitiert. Klar, ist die Formel E sich ja bewusst. Aber ich finde, zum Teil ist die Strecke fast so eng, dass ich wirklich eigentlich entweder ist dann wirklich einfach aneinander vorbeidrücken oder so, wo ich dann muss sagen, ja, so wirklich Racing kann man sich darüber streiten. Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe letztes Jahr Mini-Tweets. Also, aber ich habe das ist etwas, was mir letztens durch den Kopf gegangen ist. Die Strecken sind einfach furchtbar. Ich glaube, wenn man wirklich die ganze Liste durchgeht, sind glaube einfach schlecht. Weil es sind wirklich zu eng und es ist... Also ein Grossteil von der Strecke. Genau. Jetzt, ich finde, gestern hat es eigentlich eine Chance gehabt, Ricardo Tormo in Valencia. Ich finde, das ist eine coole Strecke für Motorsport, weil du hast viel Doppel-Links- oder Doppel-Rechtskurven. Das heißt, wenn du mit einem kannst du gleich ziehen, dann kannst du in der nächsten Kurve überholen und er kann dann in der übernächsten dann könnte er eventuell zurückschlagen. Genau. Also ich habe Tourenwagen hat ein paar grandiose Rennen gegeben. Gut, aber du musst ja sagen, Tourenwagen haben komplett andere Ausgangslage gegenüber eben Formel-Autos, die extrem auf den Abtrieb. Gut, Formel E ist jetzt weniger schlimm, aber gerade Formel 1. Formel 1 ist dann anders, aber die Formel E... Sie sind ja jetzt eben, überall sind sie ja, generell Motorsport sind sie ja dran, um die Möglichkeit für Überholmanöver wieder zu schaffen. Ob das sind mit neuen Strecken, wobei die neue Strecke, die jetzt für Formel 1 announced worden ist, also jetzt nicht Las Vegas, sondern genau, habe ich einen lustigen Instagram-Beitrag gesehen, wo die Strecke, das Layout hatte, alles rot, bis auf die erste Kurve, rot, not even possible und die andere maybe possible und nachher war oben dran der Titel, also die Möglichkeit für das Überholmanöver, wo ich wirklich muss sagen, also ich habe ein Onboard gesehen, was veröffentlicht haben, so bestens sollte aussehen, da gibt es nicht grosse Überholmöglichkeiten, außer nicht in die Kurven 1 rein. Aber ich lasse mich überraschen. Aber es ist früher, sind zum Beispiel ich glaube, wenn ich mich in Philadelphia gefahren. Nein, Phoenix sind sie gefahren. Formel 1 früher Stadtkurs Phoenix. Ja. Alles 90-Grad-Kurve. Ja. Kannst du bei allen überholen. Es ist gleich wie Russland. Ja, weißt du, wenn du Bremszone hast und dann halt die Kurve. Aber was ich sagen will, in Valencia wäre eigentlich die Chance gewesen,
mal auf einem coolen Kurs zu fahren und dann haben sie den Kurs aber abgeändert gehabt. Ja. Dann haben sie irgendwo noch Schikanen reingebaut, irgendwo noch eine Ecke, die nicht nötig ist. Aber das machen sie generell in der Formel 1. Sie bauen Schikanen rein, weil halt eben, du hast das Problem, du hast es jetzt gesehen in Zürich, in der Formel 1, die längste jemals... Die längste Gerade, die es jemals gegeben hat in der Formel 1. Aber dann war es geil gewesen. Du bist dort, ich bin ja gerade eins von dieser langen Gerade geguckt, weil wir keine Tickets bekommen haben, was ja generell... Sehr schwierig war. In meinem Video ist, ich weiß nicht, ihr habt das Video wahrscheinlich nie gesehen, aber wir sind am Morgen auf dem Dach rumgeklettert, sieht man im Video, wenn wir drauf rumgesäckelt sind und unter uns ist halt etwa 20 Meter unter sind Formel E-Autos durchgefetzt. Ja. Am Mittag haben wir wieder drauf, weil es ein generell ein cooler Spot war, weil du hast halt mehrere Kurven gesehen. Dann ist dort einer eingebrochen. Auf dem Velodach, ob es ein Walddach war, und wir sind am Morgen dort rumgesäckelt und am Mittag ist dort einer eingebrochen in das Dach rein. Okay, wow. Und dann haben wir also noch miteinander anders eine Position suchen und dann sind wir halt dort auf irgendeine Hecke rauf, die ist nachher komplett, die hast du fortrühren. Aber wenn sie so wenig Platz bauen und du siehst, das Interesse für Motorsport war ja da gewesen, aber dort war wirklich cool gewesen. Die sind angeflogen gekommen, nicht so, wie es normalerweise kennst, so ein bisschen um die Ecke rum und dann geben sie Gas und wieder bremsen und jetzt sind sie halt wirklich Vollgas gekommen, weil du hast Vollgas, weil sonst bist du halt überholt worden. Ja. Und das haben ja dann das Problem gehabt, dass extrem viel einfach Probleme mit dem Akku hatten, dass fast nicht ins Ziel gekommen sind. Und durch das müssen sie gar nicht einbauen, dass sie die Geschwindigkeit nicht zu hoch haben, dass sie können, rekuperieren, dass sie weniger Energie brauchen. Ja, aber apropos Akku, weißt du nicht, ob es gestern gesehen ja, genau. Ich glaube, was ich sehe, aber die Hälfte vom Feld ist sind Genau. disqualifiziert worden. Meine einer aus Position 22 ist ja dann Vierter geworden. Weil er ist zwar als Sechster über die Ziellinie dann overall, aber die zwei Fahrer vor ihm sind noch disqualifiziert worden, weil sie Notenergie gebraucht haben, also von der Notbatterie Energie gezogen haben. Der Buemi ist, glaube ich, in der dritten Runde oder so abgeschossen worden, ist im Kies gelandet, also Rennen vorbei. Eigentlich theoretisch, was ist das, 22. 11 Teams? Ja, genau. Theoretisch 22. Aber er ist klassifiziert als 12. oder so, weil einfach ein Ratsch disqualifiziert wurde. Das ist halt schon, also finde ich jetzt ein bisschen peinlich. Also gut, die Formel E hat ja generell, finde ich, das Ding mit bis auf letzte Prozent leer fahren, so, ja, wenn dann wirklich, ich meine, die sind ja viel am Strom sparen während dem Rennen, muss ich sagen, ja, dann ist es aber nicht mehr ein richtiges Racing. Das habe ich geil gefunden in der ersten Saison mit dem Autoswap. Du hast genau gewusst, das Auto bis die Runde, dann gehen alle Box, bis dann musst du einfach leer gefahren haben. Und dann haben die Fahrer viel mehr aggressiv angegriffen und so. Oder hast du früher wechseln, weil irgendetwas defekt hast. Dann hast du auch gesehen, gut, hat nachher viel langsamer müssen machen als einer, der vielleicht am Anfang gesagt hat, so im Starkgetümlich lassen wir ein bisschen Zeit und hat in die letzten Runden halt voll angreifen, weil er 3-4% mehr gehabt. Aber mittlerweile, ohne den Autowechsel, ist das wie so, es fährt all gleich lang, mehr oder weniger, und es muss jeder auf die Energie schauen. Weißt, es ist ja schon eine interessante Komponente, dass wir ein bisschen Energie sparen. Aber es nimmt zu viel ein. Es nimmt zu viel ein vom Rennen. Es ist ein zu grosser Teil, es ist zu wichtig. Es ist nicht nur eine Nuance, es heißt makes or breaks a race. Das kann nicht sein. Das ist also extrem viel halt Lift and Coast. Ja, genau. Und eben, gerade in Rom, wenn der Berg drauf geht, einfach alles ab dem Gas, damit du ein bisschen rekuperieren kannst. Ja, gut, musst. Sonst schaffst du es halt nicht ins Ziel. Ja, aber ist nicht so das, was du eigentlich erhoffst, wenn du ein Autorennen schaust, dass eigentlich das Ziel ist die Distanz und nicht die Platzierung. Ich meine, keiner sagt nachher schau, ich finde das so cool, wie der Energie gespart hat. Ja, du redest über die Überholmanöver. Ich meine, wenn du Formel E sagst, kommt vielen der Unfall vom ersten Rennen in den Sinn. Erste jemalige Formel E-Rennen. Nick Heidfeld ist dort abgeflogen, genau, wo sie ja sich berührt haben am Schluss und der abgeflogen ist über den Curve und sich überschlagen hat. Über etwas redet jemand. Aber dass der Sebastian Buemi eigentlich in einem Rennen so viel Energie gespart hat, dass er am Schluss fast mit 10% Restenergie über die Ziellinie ist. Weiss das noch irgendjemand? Who cares? Ja, wirklich. Ja, es geht nicht. Das Racing ist. Generell, die Rennen hast du auf YouTube schauen. Ich finde, das ist eigentlich genau der richtige Ansatz gewesen. Du hast auf YouTube schauen, das ist alles Qualifying-Rennen, alles ist auf YouTube gewesen. Mittlerweile hast du halt immer mehr. Ich meine, klar, es geht ums Geld. Ist bei jedem Ding. Aber darum frage ich mich, wenn es um Werbung und Geld geht, wieso kann Staatsfernsehen, ich meine, das SRF finde ich, das macht es richtig, dass SRF sagt, wir strahlen weiterhin Formel 1 aus, jede Motorsportserie, die es eigentlich irgendwie ausstrahlen können, machen es. Aber gerade so RTL und so, die sagen, nein, die Lizenz ist zu teuer, wir haben zu wenig Zuschauer, wir strahlen es nicht mehr aus. Aber wenn als Formel 1 oder generell als Motorsport solltest du dazu erpicht sein, dass möglichst viele Leute auf dich aufmerksam werden. Und dann finde ich so, mit gerade Formel 1 TV ist eine geniale Idee, geniale Erfindung, dass du kannst jede Onboard abrufen kannst. Aber eben, ich kenne jetzt viele Kollegen, die auf das umgestiegen sind, die einfach nur noch dort drüber schauen, anstatt über irgendeinen Fernsehsender. Und ich finde halt, dass ich wirklich schade, dass du halt so die ganzen nationalen TV-Sender halt ausschliessest davon, weil die müssen halt eine grosse Summe Geld zahlen, dass die Bildrechte bekommen.
und wo immer noch, ich meine, jetzt Formel, also gerade das SRF hat ja viel das Problem, also nein, hat das Problem, dass wenn sie nachher, sie haben ja den Sportflash und so am Abend, die übertragen es eigentlich live, wenn du den im Recap schaust, also nachher schaust, ist der ganze Formel 1 Part und MotoGP Part rausgestrichen, weil sie nicht Bildrecht haben, die zu wiederholen. Sie haben sie nur Recht live zu senden. Jawohl, ja, das ist... Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Und das hat jetzt zum Beispiel bei Extreme E mega gut gemacht. Die hast du können über Pro 7 Max hast du das unter anderem können schauen. Ich glaube, RTL hat einen Teil davon übertragen, MySports hat übertragen. Und so hast du vielleicht zufälligerweise schaltest mal gesehen, irgendein Rennserie, schauen wir das mal schnell, sehen wir das schnell rein. Ja, definitiv. Es ist, ich finde, die Formel E ist halt zu früh, zu schnell halt auf die Schiene gegangen. Also ich weiß nicht, ob das Gefühl hat, jetzt kann man gross Cash machen. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also ich meine, früher sind sie übertragen worden, überall, in jedem Sender, aber mittlerweile musst du wirklich die Sender suchen, die es nicht übertragen. Bei uns ist es Eurosport und ich weiß nicht, wer noch Eurosport schaut mittlerweile. Also ich schaue es für die 24-Stunden-Rennen, für Le Mans, die übertragen das natürlich. Darum schaue ich Eurosport, aber sonst bin ich nicht mehr wirklich erpicht, so Formel E schauen, so... Ich finde halt eben, durch die Stadtkurs zum Teil ist das schon eine coole Idee, die Sachen in die Stadt zu bringen, aber dann brauchst du eine Strecke, die auch Racing zulässt. Und so ein bisschen 90-Grad-Kurven nach 100 Meter geradeaus fahren, wo es ab 50 Meter nachher ab dem Gas gehen, ist dort so die optimale Ausgangslage für Rennsport. Ja, oder der alte Romkurs, wo kaum ein Auto durchgepasst hat, ja, genau. Gegen den Schluss von der Strecke. Einfach zum das hat früher die Formel 1 so geil gemacht mit dem Refueling. Du hast als Fahrer entscheiden, nehme ich am Anfang wenig Benzin mit, habe ein leichtes Auto, kann die Autos überholen, oder nehme ich viel Benzin mit und kann am Anfang einfach pushen, während andere dann vielleicht eher aufpassen auf das Benzin. Ja. Aber es ist halt jetzt gefährlich geworden, genau das gleiche wie so das Autowechsel in der Formel E gibt. Das war das, was auch unter anderem die Formel E für mich ein bisschen ausgemacht hat. So in die Box reinfahren, neues Auto und wieder raus. Und auch vor allem mit dem Minimumstandzeit, oder? Ja, genau. Aber das hebst du natürlich heutzutage überall immer mehr auf, weil du willst, dass ja ein bisschen Racing ist, so, weil sonst hagelt es einfach Strafe wegen der minimalen, also wegen der Mindeststandzeit. Aber ich finde, zum Teil, was du gesehen hast, wie es dann kaum angehört schon wieder rausgefahren sind, ist schon fast ein bisschen fahrlässig gewesen. Ja. Ich finde, in der Notschleife, die 24 Stunden Rennen vom Nürburgring, die schauen jetzt auch wirklich, wirklich krass drauf. Also ja, aber das ist ja wichtig. Weil eben, du hast 200 Autos, okay, heute jetzt nicht mehr, aber früher hast du bis zu 200 Autos gehabt. Ja. Oder wenn jeder anfängt, kreuz und quer raus und hier zu fahren, wird es gefährlich. Vor allem, wenn du hast bis zu 3 Teams in einer Box und so Sachen. Also 3 Autos pro Team. Genau. Ja, also ich finde das schon gut. Du sagst, hey, du musst 3 Minuten stehen. Ja. Und 3 Minuten ist jetzt nicht so, dass du knapp das einhaltest. Weißt, so, zum Teil, wenn es eben Minuten stehen, Minuten, ob du 3 Sekunden länger drin stehst, ist schlimmer, als wenn du sagst, bei 3 Minuten ich bei 3 Sekunden länger drin gewesen. Ja, oder eben, wenn es beim Nürburgring haben sie ja Ding abgesetzt, der Durchflussrate vom Benzin. Du kannst nur mega langsam tanken, das heisst, du hast für alles locker Zeit, oder? Ja. Und ja, das macht... Das kannst du sicherer machen und das Racing beeinträchtigt ist nicht groß. Eben, du musst es so und nicht Tempo rausnehmen mit Schikanen. Es ist ja dann auch nicht mehr spannend für die Zuschauer. Nein, eben, ich habe mich gefreut. Ich sehe Ricardo Tormo, Valencia, wird Rennen gefahren. Und dann habe ich am Morgen das erste Training einfach gedacht, komm, ich schaue mal rein. Und dann habe ich gesehen, dort abgekürzt und Schikanen nicht abgestellt. Nein. Mexiko ist ein geiles Beispiel für die Formel E. Eine richtige Rennstrecke, ja. Ja, ist richtig. Dann durchs Baseballstadion ist finde ich, saugeile Idee. In der Formel 1, wie in der Formel E, durch das Baseballstadion, du hast dort so eine Stimmung drin. Ob du jetzt dort bist oder nicht, du fühlst es einfach automatisch viel mehr mit, wenn die ganzen Fans dort sind, wo jedes Mal eben jubeln, wenn der Fahrer durchgeht, wie wenn du eine Strecke hast, wie zum Beispiel Monaco, wo du eigentlich einfach umsaust durchs Tunnel durch, weder Fans noch sonst irgendetwas dort ist halt einfach. Monaco wäre nicht das Gleiche, wenn sie nicht so historisch wäre. Ja. Viele würden sagen, nein, wir wollen Monaco nicht. Aber sie, durch die Historie, die sie haben, würden sie fast Monaco drin lassen. Ich glaube, es ist auch das. Also ich weiß nicht, ob du die Top Gear-Folge gesehen hast, wo sie mal mit ihren kleinen Hatchbacks über die Grand Prix-Strecke gefahren sind. Und Jeremy Clarkson hat gemeint, nein, die Strecke würde auch irgendwo in der Pampa funktionieren. Also die Rennstrecke vielleicht schon, aber es wäre nicht das gleiche Rennen. Ja, ich glaube, dann wären wir schon länger von Monaco weggekommen. Genau. Es ist wirklich das Prestige, wo etwas ausmacht. Aber das hast du bei vielen Strecken. Also weißt du, dass das durch das Prestige halt zum Teil die Strecken noch so behalten ist, deren Ausführung. Wie zum Beispiel bei Spa haben sie schon lang angefangen, immer sicherer zu bauen und immer mehr asphaltierte Auslaufzonen. Und jetzt auf letztes Jahr haben sie ja jetzt für 15 Millionen
bauen das Spa zurück. Also sie reissen Asphaltflächen aus und dann wieder das Kies rein. Okay. Das sind sie jetzt dran ins Spa. Wo sie sagen, du, schau, es ist die Historie, was das Spa ausmacht. Durch eben Kies dort und nicht Asphalt. Darum bauen sie es jetzt wieder zurück. Okay. Also haben sie eine richtig spannend. coole Entscheidung, was sie getroffen haben, dass sie es wieder zurückbauen. Spannend, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, schauen wir mal, wie das rauskommt. Du hast vorher kurz Safety Car angesprochen. Das wollte ich euch noch schnell zeigen, weil ich letztens darüber gestolpert bin. Die Safety Car Fails. Ja, nein, es ist ein ganz spezieller Safety Car Fail. Und zwar, kennt ihr vielleicht, das ist auch eine historische Strecke, es war früher auch Formel 1 drauf gewesen. Und die Tourenwagen sind vor 10 Jahren, 12 Jahren, sind sie dort an, sozusagen. Und dort, ist ein massiver Safety Car Fail passiert. Noch vielleicht, was du angesprochen hast. Und zwar, falls du das gesehen hast, ist der Franz Engstler in Führung liegend. So, also die Piloten. Sehr guter Start auch von Portiero. Ja, Franz Engstler ist auf jeden Fall vorbei. Portiero auch zumindest mal Nebenmenü. Und das Franz wird Engstler führt das Rennen an. Sensationell. Und dahinter Menü. Safety Car kommt raus. Ja. War klar. Schade, dass Safety Car kommt für Franz Engstler. Und jetzt schiebt der Franz Engstler das Safety Car. Der Safety Car kommt aus der Boxengasse raus und fährt den Franz Engstler genau vors Auto. Wo gibt's denn sowas? Brutale Fail. Also eine ganz skurrile Geschichte. Und ist vom Safety Car abgeschossen. Also das Chaos, was wir hier im Fort, da war der Engstler. Ja, das ist Sieht voll raus. Das geht einfach nicht. Ja, da hat der Franz Engstler keine Chance. Und das Rennen ist abgebrochen. Meine Güte. Also das war Dummheiten, da sage ich jetzt ganz klar die offiziell. Das waren Dummheiten. Ja, das ist schon rechts, das ist klar. Gut, okay, die hat meine der Franz würde ich Engstler verstehen. sehen. Ja, logisch. Ja, mit ein paar Millionen, die da verloren gehen. Du Oder? wirst vom Safety Car abgeräumt. Ja, ich meine, wenn es von einem anderen Fahrer, ja okay, passiert. Also, je nachdem, aber... Logisch wird es dich aufregen, aber... Sorry, Safety Car. Ja, wenn ein Fahrer so zu der Boxengasse rausgekommen wäre, wäre er wahrscheinlich dann noch gestraft worden, weil er irgendwelche Linien überfahren hat. Ja. Oder sonst Also klar, als genau. Safety Car bist du. Du musst ja vorne hinfahren, aber ja, sorry. natürlich. Irgendwo muss doch die Information kommen, ey, der ist hinter dir, gib Gas oder fahr ab der Ideallinie, dass er kann Ja. Ich meine, bremsen. hätte halt vorher halt ein bisschen bremsen können und dann hättest du vorbeifahren können. Aber Jetzt hier voll über den, ja. den habe ich noch müssen zeigen. Wobei man muss sagen, als Safety Car Fahrer ist ja nicht gerade unbedingt einfach. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das eine Video gesehen habt von Bernd Mailänder in 14 Stunden von Le Mans vor 2 Jahren, was es extrem geschifft hat. Im R8 ist es im R8 gewesen. Genau, mit dem blauen R8, wo ja komplett quer durchkurvt und du hast ja, sie haben ja nachher die verschiedenen Fahrerreaktionen eingespielt gehabt. Und dort sind einige Fahrer dabei gewesen, die nicht schlecht geschaut haben, wo der Querweg mit seinem R8 durchkurvt. Ja, das habe ich gesehen. Ganz einfach zum Fahren ist das definitiv nicht. Nein, das ist ein gewisses Tempo anlegen. Ich meine, die sind brutal am Limit mit ihrem Safety Car in der Formel 1, wo die Formel 1-Fahrer nämlich reklamieren, ich könnte das ein bisschen schneller und du fährst vorne am absoluten Limit, wo du hast. Ja, das ist definitiv so. Krass. Aber es gibt alles. Es gibt Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir eigentlich alle Themen angesprochen. Etwas habe ich noch gesehen von Lucas Di Grassi, das betrifft ein bisschen Formel 1 und Formel E. Und zwar hat er einen Tweet rausgelassen, den ich noch spannend gefunden habe. Wir haben schon darüber geredet. Er hat gesagt, die Formel 1 die muss nicht grüner werden. Er hat gesagt, Formel 1 das wäre jetzt die Chance, um mit diesen synthetischen Kraftstoffen loszulegen. Weil ich jetzt die V10 zurückbringen zum Beispiel. Ja. Und mit diesen synthetischen Kraftstoffen wären es gleich grün. Die müssen nicht irgendwie elektrifizieren, irgendwas, die sollen ihre eigene Weg gehen. Und wenn sie jetzt Geld in synthetische Kraftstoffe investieren, sollen sie da auch das Reglement anpassen und in die Richtung gehen und dann wirklich etwas tun, sozusagen, für das Automobil. Und das habe ich noch also ich stimme absolut zu. Sehr sinnvolle Also ich meine Gedanke. generell, jeder, der sagt, Formel 1 ist ein unnötiger Sport, oder generell der Motorsport ist unnötig. Also ist eine Umweltverschmutzung. Das stimmt nicht wirklich. Ich meine, wenn du schaust, wie früher die Autos unterwegs sind auf dieser Strecke, wie viel Öl und alles verloren gegangen ist auf der Strecke. Wenn du heute anschaust, wie viel, gerade Michelin ist das beste Beispiel, oder auch Pirelli, wie viel sie aus Motorsport gelernt hat für die Strassenreifen oder sonst irgendwie etwas, wie viel sie das Hybridsystem auf der Rennstrecke ist das entwickelt worden und jetzt in die Straßen, also wie viel der Motorsport bringt für die Autos auf der Straße grüner zu machen. Und im Motorsport, wenn der schon früher einfach gesagt hat, nein, ist nicht grün, schalten, also tun wir canceln, dann wären wir jetzt noch viel weiter zurück. Meine Formel 1 ist eines von diesen Bereichen, wo am meisten Geld neben Krieg ausgegeben wird für die Formel 1, für die Entwicklung. Und denke, ja eben,
gerade so synthetische Kraftstoff ist die grosse Chance für die Formel 1. Eben, es ist wieder ein Schritt zurück zur V10, wo viele sich wünschen. Ich meine, wenn du heutzutage anschaust, wenn du alte Videos anschaust von V10, wenn es nämlich gerade Monza nach der langen Gerade auf die Armnadeln. Wenn es vor allem auf der Zielgeraden auf die erste Kurve, wenn sie abgeschaltet haben und die V10 aufgekühlt haben. Ich meine, das wünschen sich viel wieder. Nicht die V6 so die aufgemotzt sind, dass sie einfach die Leistung bringen. Da finde ich so V10-Sound viel angenehmer und so, genau. Ein kleines Beispiel, wie sind in Imola jetzt, glaube ich. Ja, Dito. Richtig. Ich meine, ich habe das ein bisschen vergessen gehabt, bis wir dann drüber geredet haben, wo der Alonso ja in Abu Dhabi. In Abu Dhabi mit seinem Renault. Ich meine, hast du den Ausschnitt vom Hamilton im Interview gesehen, wo ja er vorbei ist, wo er einfach eiskaltes Interview gestellt hat, einfach nachgeschaut hat im Auto, so, boah, geiler Sound. Und das hat ja jeder Einzelfahrer. Hat Nico Rosberg, Michael Schumacher und Lewis Hamilton. In Monaco es ist ein anderes Feeling mit einem V10 oder so, der Tunnel durch als mit einem V6. Ja, absolut. Eben, gerade so die Downshifts, die sind so geil. Du wirst es jetzt nachher auch sehen, wenn du das Video schneidest. Sobald bei allen ein Lächeln ins Gesicht kommt. Ja, mir ist es auch so gegangen. Ich habe es auf Twitter gesehen und dann hörst weil du vergisst es nach einer Weile. Ja, logisch, du bist dann einfach dran, den Sound gewöhnt. Genau, und nachher hörst du einfach wieder. Ich meine, es ist das Gleiche, wie wenn du ein Onboard schaust von den Prototypen bei den 14-Stunden-Rennen. Immer mehr kommt so ein elektronischer Dings. Und das haben sie vor 2 Jahren gesagt. Ich weiss noch genau, wo Kommentatoren gesagt haben, ja, mit dem Geräusch muss man sich immer mehr anfreunden. Weil das ist die Zukunft, wenn nichts gemacht wird, geht man immer mehr ins Elektrische, weil du halt mit den Elektromotoren viel mehr Power kannst abrufen. Gerade weil du hast halt nicht ein Drehmoment, das sich aufbauen muss. Du hast halt einfach so Peng-Leistung da. Und dann eben, es sagt immer mehr halt Elektrosound und die Rekuperation, die dich daran musst gewinnen. Und ich finde halt, ja, es ist nicht schlecht, aber so ein V10 würde ich jetzt eher bevorzugen als so ein V6, so einfach mit einem Hybrid, der dann noch was funktioniert. Für mich das absolute Highlight, weil ich es selber halt noch miterlebt habe, ist, was Le Mans angeht, ist die GT1-Klasse gewesen. Mit dem CLK GTR, mit dem McLaren F1, mit dem Porsche 911 GT1. Das sind eben gerade der McLaren V12. Ist übel. Genau, ich meine, die Sounds. Ja, gut, ich sehe in Goodwood noch. Das schaue ich immer, wenn die Möglichkeit irgendwie ist, das schaue ich immer. Das hat sich mittlerweile zu einer Tradition für mich und meine Brüder entwickelt. Und ich finde das super. Die machen, letztes Jahr haben sie es ja nicht ausführen. Dann haben sie aber von vorherigen Jahren so Recaps und Zusammenfassungen. Ja. Und das ist einfach cool. Du siehst jenste Auto, du hockst beieinander und dann fahren sie dort den Hügel durch. Das ist alles drum mit Formel 1. Das ist mal so das Ding, das ist auch noch auf der Bucketlist, wo ich würde sagen, wenn ich mal schauen will. Neben Isle of Man. Ja. 24 Stunden Rennen, wo ich auch unbedingt will. Also das Festival auf Speed, da können wir gerne einen Roadtrip einplanen. Da bin ich dabei. Da fahre ich sehr gerne raus, weil das muss einfach Hammer sein dort. Eben, ich meine, es sind alle mit der gleichen, wegen dem gleichen Grund dort. Gut, es ist ja generell so, wenn du irgendwo hingehst, du hast die Leute mit dem gleichen Hintergrund dort. Ich denke eben, dass dort ist noch einmal extremer, weil du hast halt nicht nur Formel 1-Fans, nur DTM-Fans, du hast halt wirklich einfach Motorsport-Fans. Überall. Genau, und es ist ja nicht so, dass du irgendwie ein sanktioniertes Event ist von der FIA oder irgendwas. Es ist einfach der Lord, wie heisst er, wo es in den Garten frei geht, wo die Leute so da Motorsport, ich liebe Motorsport, da kommen die Leute. Genau. Genau, ich wollte jetzt einfach Motoren hören. Ja, das ist wirklich richtig geil. Schon geil. Und dann tut er auch, weißt du, noch gibt es jetzt das, ich weiß nicht, wie es heisst, was wir mit den alten Rennwagen fahren. Auf der Rennstrecke. Ja, genau. Historische GP. Ja. Ich meine, das ist ja momentan gerade das Wochenende. Monaco ist auch Historic GP. Fahren sie mit all diesen alten Formel 1 Autos durch. Ein Kollege von mir hat am Shadow, den ihr erzählt habt, gearbeitet. Der Schwarze aus der 73, 74 irgendwie im Las rum. Vom Lotus, oder? Nein, also das Team hat, glaube ich, Shadow geheißen. Der haben ein Kollege von ihm hat den gekauft, mit neuen Tank, mit allem drum und dran. Und den haben jetzt eben aufgebaut und alles. Also, der fährt jetzt dem. Zum Teil macht es einfach simpler, wieder einfach, also wieder spannender zum Zuschauen. Das ist es eben, back to basic. Ich meine, schau die Karte an.
Klar, die Karte ist ein bisschen eine andere Ausgangslage, aber wie viel Überholmanöver und so du kannst machen, weil es halt einfach gleich ist. Weil es nicht viel Technik und so, du bist wirklich halt ein reines rassiges Racing. Und nicht da mit so Abtrieb gehen, oh Scheiße, ich fahre jetzt hinter einem anderen nachher, ich kann gar nicht mehr fahren. Stell dir mal den Kartsport mit irgendwie Traktionskontrolle und ABS vor. Hast du jetzt Karting gemeint oder das die IndyCars? Nein, Karting. Okay, ja. Gut, IndyCar ist auch wieder etwas anderes, ja. Aber das ist geil, der Rennsport kannst du auch schauen. Wir sind gestern zum Beispiel in Florida unterwegs. Ja, genau, mit dem Grosjean, wo ja auch gesagt hat, so, ja, es ist Zeit, um die Formel 1 zu verlassen, so, weil er will wieder Rennen gewinnen. Und das ist halt wirklich, also wenn du so Aussagen hörst von Rennfahrern, die nicht gerade seit einem Jahr Formel 1 fahren, so, ich will die Rennserie verlassen, unter anderem, weil ich wieder gewinnen will und ich nicht eingeschränkt bin aufs Auto. Da musst du auch sagen, so, ja, ist es dann noch wert, als Rennfahrer in die Formel 1 zu gehen, mit dieser kleinen Chance, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, für die Formel 1 zu fahren, dann einfach musst du Glück haben, ob dein Formel 1 Auto gerade etwas kann, deliver die Saison, dass du die Möglichkeit überhaupt hast zum Gewinnen. Ich muss ehrlich sagen, das ist auch einer der Gründe, wieso ich das mit so Paydriver gar nicht so schlimm finde. Nein, überhaupt nicht. Weil, mal ganz im Ernst, wenn du nicht so wie ein Leclerc bist, wo du weißt, du kommst sauber ein Jahr und dann bist du eigentlich ein Ferrari-Fahrer und du bist nur ein Jahr bei sauber. Gut, sauber ist ja ein Kundenteam. Genau, aber du bist im Prinzip im Farmteam und du kommst nachher in ein gutes Team. Oder wie der Hamilton, der direkt zu McLaren kommt. Oder was hat es noch für Beispiele gegeben, wo eigentlich klar ist, dass sie zu guten Teams kommen werden. Alle anderen müssen eigentlich sagen, Pascal Wehrlein, aber der hat es ja nachher eben, der ist ja nachher nicht ist ja jetzt in der IndyCar unterwegs. Schon? Auch ja. Also ein Jahr ist er sicher mal in der IndyCar unterwegs gewesen. Jetzt ist er, glaube ich, sogar in der Formel E. Ist er jetzt mittlerweile, dass die Saison weiss, dass er in der Formel E ist. Genau. Und da muss ich sagen, ja, wieso würdest du das sonst antun wollen? Ja, eben. Wenn's nicht, weißt, du musst Prestige ausblenden, also Formel 1, aber als Rennfahrer, wieso würdest du das überhaupt antun wollen? Eben. Also ich meine, das sagen die auch viel. Also wenn du Geld verdienen willst, musst du entweder in die Formel 1 und sonst gehst du in den Tourenwagensport. Okay. Weil du musst, also haben sie mal ein Interview gegeben, ich weiß nicht mit wem, aber dort hat er auch ganz klar gesagt, du bist irgendwann so an dem Punkt, wo du dich entscheiden musst, will ich in die Formel 1, will ich das grosse Risiko eingehen, dass ich überhaupt mal so weit komme, dass ich irgendwie Geld damit verdienen und leben kann. Oder gehe ich in die Richtung Tourenwagen, wo du dann irgendwann, wenn du so ein bisschen dein Image hast, wo du auch genug Geld kannst, mal locker kannst Geld, dein Leben geniessen mit Rennwagenfahren, mit Tourenwagensport. Okay. Darum macht das der Gabriele Tarquini, glaube ich, heute noch mit 60 oder was weiß ich. Ja, gut, dem geht es sicher auch um Spaß. Ich meine, du siehst ja Kimi Räikkönen, jetzt more like a hobby for me. Ja, das ist die lebende Legende. Alle sagen so, es ist mega Druck und dieses und jenes. Ja, für mich ist es einfach so. Eben, ich muss es nicht machen, wenn es mir nicht Spaß macht. Ja. Genau, er will einfach ein bisschen Rennen fahren. Ja, ich meine, schlecht schlägt er sich ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, er ist sicher eine Bereicherung für die Formel 1, dass er noch fährt. Also ich meine, der Kollege hat mir ein Foto geschickt, wo er eingeblendet, wo du gesehen hast, also Schumacher, also SCH, dann Alonso und Räikkönen. Ich kann mir sagen, ja, logisch, das Rennen von später mit noch Grafik, dann heisst es aktuell. Dann habe ich mal schnell geschaut, ja, stimmt. Es sieht wieder genau gleich aus wie vor ein paar Jahren. Alonso, Schumacher, Räikkönen. Nur halt, dass mittlerweile Schumacher halt der Sohn der Jung ist, ja. Ja. Wenn du rein anschaust, Formel 1 hat es 1000. Rennen geführt, Kimi Räikkönen hat es 300. Rennen geführt. Der ist ein Drittel von der ganzen Formel 1 ist dabei gewesen. Neben dem, dass er nebenbei noch in Rallye gefahren ist, ist mal so 2 Saisons. Ja, er fährt gerne ran. Er will einfach Gas geben. Er will einfach fahren. Ja, ich meine, du siehst ja, wie viel er kann. Ich meine, dort Istanbul Park. Dort hast du gesehen, was er kann auf nasser, kalter Strecke. Wenn andere gesagt haben, ich gehe nicht raus, dann ist er Spass haben mit dem Auto. Ein bisschen querweg so die Kurve durch. Ja. Petrolhead. Ja, aber er ist generell auch für die Medien, ich als Zuschauer, er ist der Hammer. Weißt, ich habe letztens wieder eine Szene gesehen. Gut, aber er ist in den Medien anders als im Real Life. Ich meine, eine Kollegin von mir, er ist ja viel in Wohlen unterwegs, Kartbahn Wohlen. Und die Kollegin hat ihn dort getroffen, weil er hat ja dort sein eigenes Kart und so, wo er am Fahren ist. Und er sagt privat absolut anders als in den Medien zum Teil. Also er ist sicher er ist viel offener zu dir. Und er ist, glaube ich, zu ihr, also sie hat mir gesagt, er sagt zu ihr fragen wegen einem Schraubschlüssel, weil er einen nicht hat, wo ist er sie fragen kann und so, und sie haben sich lange unterhalten und so. Und er sagt viel offener, so privat, so über private Themen, also über den Motorsport. Ja. Aber ich finde es cool, wie er ist in den Medien. Ja, eben. Oder so, what happened? I spun, I crashed. Ja, genau. So, oder die Aktion Monaco, wo er nachher auf seine Yacht ist, anstatt in die Box zurückzulaufen. Ja, oder ich habe mich auch mal in Malaysia, Sepang, hat es angefangen schiffen und alles. Und es war nicht klar, ob das Rennen
wirklich abgebrochen wird. Ja. Und alle noch in ihren Overalls am Studieren und er kurze Hosenglasse abdüset. Ja. oder das Schlimmste, ich glaube das Highlight, wo Martin Brundle hat gefragt, ja hey, der Pelé hat eine Auszeichnung bekommen, Fußballer, Auszeichnung bekommen, wo bist du gewesen? Er hat gesagt, ich bin auf dem WC am Abdrucken gewesen. Ja, er ist ja wirklich einfach direkt. Knallhart. Und ja, er ist Legende. Er ist sicher eine Bereicherung für Formel 1. Ich meine, er ist auch ein Beispiel, dass man es früher geschafft hat, ohne Jugendförderungsprogramm einfach in die Formel 1 zu kommen und auch immer noch bleiben. Ja. Gut, er hat ja extrem vom Sauber damals profitiert. Er hat ihn ja gepusht, er hat ihn gesponsert in dem Sinn, dass er eben rein darf, dass er die Lizenz ja noch bekommen hat, dass er dann darf fahren. Ich kann mich an das Bild erinnern, das ist damals ich glaube, noch im Blick gepostet wurde, wo du das Formel 1 Auto siehst und dann mit einem blauen L nebendran. So Kimi Räikkönen in der Formel 1. Ja. So hat er gestartet. Ich meine, wenn du Sauber anschaust, wie viele Fahrer bei Sauber gestartet haben, jetzt Massa zum Beispiel, ja. Perez ist auch bei Sauber. Absolut, ja. Sie haben viel gemacht. Sie haben extrem viele junge Fahrer dazu gebracht, was heute sind. Ja. Und ich meine, wenn du jetzt schaust, wie die aufgestellt sind, mit einem Kimi Räikkönen als Fahrer Nummer 1 oder 2, kannst du jetzt streiten darüber. Und Antonio Giovinazzi, der natürlich auch wegen der Beziehung zu Alfa bei ihnen ist. Dann aber auch ein Testfahrer, also Robert Kubica, ist jetzt auch nicht gerade wenig wert, wenn du anschaust, was er... Der hat doch früher auch schon bei Sauber gefahren, ja, oder? Er ist ja früher Sauber gefahren, genau. Dann hat er wieder gesagt, er wird zurück zu Sauber. Ist er nicht er ist glaube der einzige Rennsieger gewesen, oder? Nein, Sauber hat mehr als einen Rennsieger. Als BMW in dem Fall? Oder ja, der letzte Sieg in dem Fall, in Montreal? BMW Sauber ist die Ära gewesen, wo Sauber absolut Geld ausgeht, wie die Idioten. Was zum Teil am möglichen Rennwochenende noch schnell Frontflügel neu designt haben und sich in Schiffe verlassen haben, weil sie so viel Geld hatten. Aber sie sind auch stark gewesen, oder? Ja, übel. Sie haben es zwar nie zu einer Championship oder so irgendetwas geschafft, aber... Oh ja, weil Kubica, Heidfeld diese Saison die sind mega stark gewesen. Ich glaube, das war der letzte Sieg in Montreal. Ne? Das ist möglich, ja. Ist gut möglich. Kubica kommt auch, ich glaube, Heidfeld war 2 oder irgendwie so. Ja, also sie sind extrem stark unterwegs. Und vor allem früher, ich mag mich noch so an die Videos erinnern, sie haben erst letztens wieder eins aufgeladen in den sozialen Medien, wo Petrov, glaube ich, gefahren ist oder so, wo er gesagt hat, so, ja, das Auto fühlt sich nicht mehr richtig an und nachher hast du noch gehört, also der richtig, der Kamui Kobayashi war es, wo du hast richtig gehört, der Renningenieur so, now go to the finish line, also du hast noch den Schweizer Akzent rausgehört, so, wo du sagst, ja doch, das ist ein Schweizer Team, so. Ja, das sind ja bei uns in der Nähe Zivilrennen. Ja, ich fahr auch ab und zu vorbei. Ich meine, andere Headquarters sind so, man schaut McLaren an, so eine riesige Sicherheitsabzäunung und dann so ein riesen See und dann sauber steht gestellt so mit seinen Wheels, wo jeder eigentlich dran vorbeifahren. Ja. Siehst du die LKWs dort stehen, aufgereiht. Völlig normal. Ja. Das war es mit dem Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiss, es ist jetzt länger, es ist gut 56 Minuten, ist jetzt einfach rein nur Tagzeit gewesen. Wenn ihr noch mehr wollt hören, was wir sonst noch besprochen haben, dann schaut unbedingt in der Beschreibung vorbei. Dort ist nämlich auch der Manuel drin, dort ist aber auch der Auto drin, dort ist auch das Video von ihm drin, das wir gemacht haben am Wochenende. Darum in der Beschreibung schauen, dort findet ihr alles. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es mal ausnahmsweise ein längeres Video war, zeige ich euch noch Daumen nach oben. Es war recht viel Aufwand zum Schneiden, weil ich immer wieder Quellen suchen, die wir hatten, dass wir die Originalvideos einblenden können. Und ich bin jetzt bei 4 Stunden Schneiden für das Video. Darum würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!